Hallo, Moje, Jodedach. Ja, und damit herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich bin gerade zurück aus dem Stadion. Das heißt, es ist seit langem mal wieder so eine Art Direkt-Reaction auf das Spiel. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt kaum etwas, worauf ich reacten kann. Weil heute stand ich ja nicht nur in der Kurve, weil heute stand auch wirklich nur Support im Vordergrund. Man hat wirklich die scheißegal-Einstellung in allen Bereichen gemerkt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ja, wir haben 1:3 gegen Heidenheim verloren. Und es ist mir egal. Es ist mir so dermaßen egal seit Samstagabend, weil zuvor war ja klar, wir sind gerettet und nun ja, da kann man jetzt gerne, darf man auch, sollte man auch der Mannschaft einen Vorwurf machen, dass sie sich bereits im Urlaub befand. Aber naja, ich sag mal so, viel hätte man aus dieser Saison nicht mehr herausholen können, die ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbei ist. Wir spielen nochmal gegen die Bayern und werden uns wahrscheinlich abschießen lassen. Aber naja, ein paar Worte dazu wollt ihr sicherlich von mir hören, also die es interessiert, die hier schon etwas länger folgen. Und in dem Sinne, das ist jetzt mein Versuch, überhaupt etwas zu diesem Spiel zu erzählen und generell zu diesem fußballreichen Wochenende. Wollen wir damit anfangen, wie mein Tag so war? Ja, Restaurant Aphrodite, mein üblicher Treffpunkt. Heute mit allen meinen Freunden, das übliche Thema, das ansteht vor dem Spiel. Viel Wehmut war dabei, weil wir alle irgendwie dann noch traurig waren. Insbesondere, da ja der Klassenerhalt schon sicher war, dass wir schon unser letztes Heimspiel haben, dass wir uns jetzt für eine lange Zeit lang alle nicht sehen werden. Ach man, mit einem Kumpel von mir, Grüße gerne an dich raus. Ich weiß nicht, ob du erwähnt werden willst. War ich dann später auch noch anschließend in der Kurve drin. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, das war wahrscheinlich die beste Stimmung in dieser Saison. Zumindest bei den Heimspielen, zu denen ich konnte. Ihr wisst ja, durch den Jobwechsel muss ich ja öfter mal am Wochenende arbeiten, aber ich hatte ja diese Woche ein 3-tägiges Wochenende. Oh ja, ich habe keine Ahnung, wie die Tore fielen von Schöppner, der zweimal traf für Heidenheim, und für Ibrahimovic, beziehungsweise wie das Tor durch Ibrahimovic gefallen ist. Keine Ahnung, wie das gefallen ist. Ich habe schon wieder vergessen. Zu diesem Zeitpunkt. Ich habe keine Ahnung. Und auch das Tor von Marius Bülter, ich habe keine Ahnung, wie es fiel. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte einen Banner vor meiner Fresse. Oder zumindest eine Fahne. Wir waren ja wirklich komplett damit beschäftigt, zu supporten. Ich war ja in S4 und nun ja, da konzentrierst du dich auf ganz andere Aufgaben. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht erzählen, wie ist das Spiel verlaufen, wo lagen die Fehler und so weiter. Ich weiß nur, wenn ich auf das Ergebnis blicke, das ist natürlich bodenlos. Das ist derbe asozial von der Mannschaft, einem zu vermitteln, jo, wir sind jetzt im Urlaub, wir sind gerettet, das ist uns scheißegal. Aber damit kann man sich ja gerne in naher Zukunft, in den nächsten 2 Wochen beschäftigen. Man kann natürlich dann sehen, wo müssen wir uns punktuell verstärken. Leider wurde es auch nichts mit einer letzten Gala von Said El-Mala in dem Sinne. Deswegen standen im Mittelpunkt halt Dominik Heinz, Florian Kainz und zu guter Letzt auch Luca Kilian, die zum Schluss noch verabschiedet wurden. Das war natürlich ein sehr emotionaler Moment. Also ich muss schon ehrlich gesagt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mir die Tränen kommen. Weil, ja, ich schätze sie schon für das, was sie geleistet haben. Auch Luca Kilian, ich werde ihn nie vergessen, was für einen schönen Moment er mir als Fan bereitet hat gegen Mainz 05. Ein Spiel, wo ich dachte, wir sind da wir hätten schon längst verloren. Muss ich ehrlich sagen. Da dachte ich, wir hätten verloren und nun ja, Kilian hat dazu beigetragen, das Spiel zu drehen damals, 2022. Da war auch dann klar, wir haben den Klassenerhalt in dem Jahr geschafft und sind auf dem Weg nach Europa. Nun ja, an die zu Beginn der Saison von Europa geredet haben, einen schönen guten Morgen, seid ihr auch wieder alle wach? War ein schöner Traum, oder? Ja, ich muss aber ehrlich nochmal an der Stelle sagen, René Wagner hat da nicht gerade Eigenwerbung für sich betrieben. Also ich habe keine Ahnung, was uns dann in 1-2 Wochen bevorsteht. Eigentlich habe ich ja doch eine gute Meinung von ihm, aber wenn man es halt nicht schafft, die Mannschaft noch einmal so einzustellen, dass man sich mit zumindest einem Punkt von seinem heimischen Publikum, das wirklich immer zu dieser Mannschaft gestanden hat, zu verabschieden, da muss man halt miteinander sprechen. Und deswegen, ich bin da sehr gespannt, generell. Ich bin generell gespannt, wer soll denn dann überhaupt das Ganze übernehmen. Aber schwierige Situation an der Stelle. Für mich steht halt nur im Mittelpunkt, ja, ich habe einen schönen Tag, okay, weil ich war ja auch vor Ort. Ich denke mal, die Leute, die das nur vom Fernseher verfolgen konnten, die sind jetzt komplett abgefuckt und drehen jetzt komplett am Rad.
Bei mir ist es halt an der Stelle eine ganz andere Perspektive. Oh Gott, mein guter Kumpel Taubi, der wirklich immer hart mit der Mannschaft ins Gericht geht. Ich ja auch, aber er ja ganz speziell. Oh Gott, ey, ich glaube, das wird kein schöner Kommentar, dass ich hier grinsend sitze und eigentlich ganz okay damit bin, weil ja, wir waren gerettet und keine Ahnung. Keine Ahnung, also Klassenerhalt, wir sind gerettet, es ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Wir sind wirklich ein Mann, dem das scheißegal ist, aus irgendeinem Grund. Weil ich weiß, dass das Wesentliche erst in 1, 2 Wochen beginnt, wenn wir uns auf die nächste Saison vorbereiten müssen. Wenn dann klar ist, wen verpflichten wir, wer ist dann noch Trainer und dergleichen. Ab dann kann man wirklich so vorausschauend sich mit der Mannschaft beschäftigen, weil die Saison ist jetzt gelaufen, auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben wir wirklich einen so rasanten Start hingelegt. Aber gut, es ist ein bisschen zu früh für ein Fazit. Das kommt noch. Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein Fazit, beziehungsweise setze ich mich schön vor die Kamera. Das wird ein bisschen länger dauern. Ich habe aber für mich auf jeden Fall eins beschlossen. Wenn der letzte Spieltag kommt, ich werde nicht einzig und allein unser Spiel bei Bayern München gucken. Warum sollte ich? Das wird jetzt ein sehr interessanter Abstiegskampf. Das heißt, Heidenheim, St. Pauli, Wolfsburg könnten eventuell den Klassenerhalt schaffen. Wobei ich natürlich hoffe, kein Klassenerhalt. Ne? Wolfsburg könnte, oder beziehungsweise diese 3 Teams, ich bin so durch den Wind, ich bin gerade erst zurück, könnten noch irgendwie in die Relegation kommen und die anderen könnten absteigen. Das wird deutlich interessanter sein. Deswegen gucke ich auf jeden Fall Konferenz nächste Woche. Also nächste Woche Samstag gucke ich auf jeden Fall die komplette Bundesliga-Konferenz, weil das steht dann für mich tatsächlich eher mehr im Mittelpunkt, so als Genießer-Fan an der Stelle. Keine Ahnung, Saison ist gelaufen, was soll ich mich jetzt noch damit einzig und alleine beschäftigen, wie der FC gespielt hat? Sowieso, die Reaction auf das Spiel, die verpacke ich ja in das Saisonfazit und werde das auch kurz und knapp halten. So wie heute, denke ich mal. Wie viele Minuten haben wir jetzt auf der Uhr? Okay, ist nicht besonders viel. Ich glaube, wir werden heute nicht zweistellig, weil mehr habe ich nicht zu sagen. Weil ich habe jetzt auch keinen Bock, noch irgendwie mir das Spiel im Nachhinein in irgendeiner Zusammenfassung anzusehen, zumal ich morgen dann um 1 Uhr wieder auf der Matte stehen muss, eventuell dieses Video noch schneiden muss und dergleichen, schaffe ich nicht. Ich will auch morgen Abend, wenn ich um 9 Uhr Feierabend habe, beziehungsweise 8:45, dann einfach nur nach Hause. Ich bin einfach nur erleichtert. Gott sei Dank haben wir diese Saison dann auch irgendwie über die Bühne gebracht. Nächste Saison muss sich einiges ändern, halten wir an der Stelle fest. Und bevor ich dieses Video abschließe, es war ein fußballreiches Wochenende, habe ich zu Beginn der Sendung gesagt. Denn ich war nicht nur beim 1. FC Köln, sondern ich war auch bei Fortuna Köln. Ich habe ja sehr große Sympathien für diesen Verein. Für die, die das nicht wissen, die vielleicht FC-Fans sind im Exil, die vielleicht keine Kölner sind. Es gibt in Köln, zumindest von Seiten des FCs, keine innerstädtische Rivalität. Man hat ein neutrales Verhältnis sowohl zu Fortuna als auch zu Viktoria. Das einzige Derby ist zwischen Viktoria und Fortuna Köln. Und das findet nächste Saison in der 3. Liga statt. Und nun ja, auch wenn ich eigentlich ein Schelsig-Jung bin, mich zieht's dann doch eher auf die linke Rheinseite. Und deswegen, ja, ich bin auch hin und wieder mal im Südstadion anzutreffen. Das war gestern ein legendärer Tag. Also gestern, ich drehe das hier am Sonntag, ne? Also Samstag. Das heißt, ich war lange in Zollstock und lange in Müngersdorf. Das war wirklich ein fußballreiches Wochenende. Nächste Woche mache ich auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, ich werd auf jeden Fall kürzer treten. Glückwunsch an Fortuna Köln. Und auch Grüße gehen raus an diesen Zuschauer von mir. Du hast mir leider nicht deinen Namen genannt und auch nicht deinen Usernamen. Ich grüße dich vielmals. Du hast zu mir gesagt, du hast mich erkannt. Hast gesagt, danke für deine Videos und dergleichen. Ging mir sehr ans Herz, dass mich sogar bei Fortuna Köln jemand erkannt hat. Geil, geil. Wir haben uns dann auch hinterher in den Arm genommen, als der Aufstieg feststand, als ich nochmal kurz im Vereinsheim vorbeigeschaut habe. Bin da nicht lange geblieben, weil es war mir dann doch too much. Ich komme irgendwie auf große Mengen nur in der Kurve klar, aber nicht außerhalb. So einer bin ich halt. Das ist doch alles, liebe Freunde. Ich kann euch nicht erzählen, wie das Spiel verlaufen ist. Bodenloses Ergebnis, aber zum Glück sind wir gerettet. Eine sehr merkwürdige Saison, in der wir uns durchgewurschtelt haben. Geht so langsam zu Ende, aber gut, das Fazit wird noch folgen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen, denn wir wollen uns auch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt.